Wir kommen heute also zum vierten Teil von unserem so wichtigen und zentralen Thema: Wer ist Jesus? Und da geht es uns darum, Menschen zu zeigen ohne Jesus, Menschen mit Jesus, zu zeigen, dass Jesus die einzige, die endgültige und definitive Antwort Gottes an diese Welt ist, an uns Menschen. Und die Zukunft der Welt heißt Jesus. Wir haben ja im ersten Teil schon betrachtet, dass Jesus aus dem Haus Judas kam, aus dem Haus Davids, der verheißene ewige Erlöser und König Israels. Dann, dass er eben der verheißene Erlöser war, der durch viele Hunderte von Prophetien ganz klar vorausgesagt wurde, damit Israel unfehlbar Jesus als den verheißenen Erlöser identifizieren konnte. Und Jesus auch der Herr des Universums, der Herr der Zeit und der Materie. Dann im zweiten Teil ging es uns darum, Jesus ist Gott. Gerade bei dieser wichtigen Frage scheiden sich die Geister und viele Menschen modellieren sich ihren eigenen Jesus zusammen. Warum? Weil das Kreuz für uns stolze Menschen eben sehr unangenehm ist. Jesus ist Gott. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Im dritten Teil ging es uns um Jesus, der Transformator Gottes. Denn wenn wir heute in die Schöpfung schauen oder ins Universum und sehen, das ist ja nur ein Teil der Schöpfung Gottes. Wer ist dann Gott? Unser Universum, es wird ja auf 70 Milliarden Lichtjahre geschätzt. Unfassbare Größe und Weite. Und so viele Planeten, Sterne da draußen wie Sand am Meer. Wer ist dann Gott? Ohne Anfang, ohne Ende. Wie tröstend, wenn Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und dann natürlich auch noch einige andere zusätzliche Untertitel nach diesem Thema: Jesus ist der Transformator Gottes. Jesus wusste um den Verrat des Judas. Er sagte ja einige Male: Vater, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast, außer den Sohn des Verderbens. Und es gibt auch da Prophetien im Alten Testament in Bezug auf den Verrat des Judas. Der verheißene Messias würde leiden und für das Volk sterben. Ein Aspekt, der etwas vernachlässigt wurde. Man wollte lieber das Positive, diesen glorreichen König, der Israel wieder an die Spitze der Völker bringen würde. Und auch die angekündigte Auferstehung. Jesus sprach einige Male davon, er müsste leiden, durch die Menschen sterben und würde am dritten Tag auferstehen. Jesus lebt und er hat sich lebendig seinen Jüngern gezeigt, einigen Frauen, 500 Leuten auf einmal. Und dieser Ruf, Jesus lebt, erschüttert die Welt und die Länder bis heute. Und überall reagieren Menschen auf diese Einladung. Er sprach auch von der Zerstörung des zweiten Tempels. Das geschah ja rund 40 Jahre, 37 Jahre nach Jesus dann und hat sich so wirklich Wort für Wort erfüllt. Kein Stein ist auf dem anderen geblieben. Die Tage der Rache, des Zorns kamen, weil eben der Messias, der sich so klar ausgewiesen hatte, verworfen wurde. Jesus gab auch ganz klare Ratschläge an seine Jünger, dass sie fliehen sollten vor der Tempelzerstörung. Und das ist dann auch geschehen. Und es gibt auch eine zukünftige Flucht vor dem apokalyptischen Zusammenbruch, wenn der Antichrist den Gräuel der Verwüstung in den Tempel stellt und sich selber als Gott ausgibt. Auch da wird wieder eine Menge an gottesfürchtigen Juden flüchten und in Sicherheit gebracht. Und zum Schluss das Anhängsel: Wann wird Israel gerettet? Ja, wer ist Jesus? Das zentrale Thema. Paulus, als er in Athen gesprochen hat zu diesen Griechen, die ja philosophiert haben, die große Weisheit besaßen, Rede gaben, Kunst, diese hohe Kultur. Und doch gehören auch sie zu den Heiden. Und er sagte, dass Gott den Menschen Zeiten und Grenzen gesetzt hat, dass sie Gott suchen und finden möchten.
Das ist auch wieder etwas ganz Wunderbares, dass Gott eigentlich schon alles vorbereitet hat für uns Menschen, wo wir geboren würden, wie lange wir leben würden und alles mit dem Ziel, dass wir Gott suchen und finden möchten. Das ist Gottes Liebe, denn er hat keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Und Paulus fährt dann fort in Apostelgeschichte 17, 26 bis 27, dass sie Gott suchen und finden möchten, denn er ist nicht ferne von einem jeden von uns. Er ist uns nahe. Er ist uns nahe in Jesus. Und dieses Evangelium wird heute auf der ganzen Welt gepredigt. Das ist einfach wunderbar. Und das heißt auch, er fährt dann fort im Vers 31, dass eben Gott einen Menschen eingesetzt hat als Richter über die ganze Menschheit, den er dadurch beglaubigt hat, dass er von den Toten auferstanden ist, nämlich Jesus. Er ist das Zentrum. An ihm werden sich die Schicksale scheiden. Ewige Errettung oder ewige Verlorenheit. Gemeinschaft mit Gott für alle Zeiten im Himmel, im Paradies oder eben ewige Qual in der Hölle. Niemand hat so klar von der Hölle gesprochen, auch vom Teufel, wie Jesus selber. Vor ein paar Tagen habe ich an einem großen Kaktus an einer Viehweide einige Teile abgesägt mit Lederhandschuhen. Da sind große Stacheln dran, das sieht man ja hier auf dem Bild. Und habe diese Teile heimgebracht, um sie hier in unserem Garten zu pflanzen. Was bedeutet das auf Klardeutsch? Ja, das sind Ableger von diesem Kaktus. Wir wissen, dass diese Teile anwurzeln werden. Das ist also garantiert. Das ist beim Kaktus ganz leicht, bei den Kakteen. In Wirklichkeit habe ich die Informationen von diesem Kaktus in unseren Garten gebracht. Informationen, die jetzt irgendwo eingepflanzt werden und dann wächst das zu einem wunderbaren gelb blühenden Kaktus heran. Informationen. Und so haben wir ganz wichtige Informationen in der Bibel, in den Evangelien, über Jesus, was er für uns getan hat, wie unser wahrer Zustand ist, nämlich diese Verlorenheit vor Gott. Und das zeigt uns eben der Heilige Geist. Und deswegen hat ja auch Paulus zu den Thessalonicher, in Thessalonicher 1, 9 bis 10, einige Kennzeichen weitergegeben von einem echten Christen. Und andere Leute, viele andere Gemeinden haben Zeugnis gegeben von diesen Thessalonichern, wie wunderbar sie sich für den Herrn eingesetzt haben, wie dieses Licht dort geleuchtet hat. Und Paulus sagt dann, denn sie selbst verkündigen von uns, welchen Eingang wir bei euch hatten. Einen Eingang, offene Herzen. Dann kam Paulus mit seinen Mitarbeitern mit diesen wichtigen Informationen über Jesus, über den Erlöser, über die erfüllten Prophetien, den Herrn des Universums, der auferstanden ist, die Notwendigkeit, ihn anzunehmen, das Kreuz im eigenen Leben anzuwenden. Und wie ihr euch von den Götzenbildern, von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Das ist sehr interessant. Wenn nämlich wirklich der Heilige Geist von der Sünde überführt, erkennen die Leute ihre Sünden, ihr verfehltes Leben, über das, was man vorher gelacht hat und stolz war, sich rausgeredet hat, sich entschuldigt hat. Da wird es plötzlich ganz leise und man weiß, ich bin in Wirklichkeit ein Götzendiener. Ich laufe falschen Dingen nach. Mein Leben ist total verfehlt. Und jetzt bekehren wir uns zu diesem Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen, sagt Paulus. Also nicht nur sich bekehren, abwenden von den Götzen zu Gott, sondern jetzt auch ihm zu dienen, unser Leben ihm zur Verfügung zu stellen, zu fragen, Gott, was ist dein Wille? Und sich da auch einschalten lassen in diese große Evangelisation, um das, was wir persönlich empfangen haben, jetzt auch anderen weiterzugeben. Aber das ist immer noch nicht alles. Denn es gibt diese wunderbare Hoffnung, die jeder echte Christ hat, nämlich seinen Sohn aus den Himmeln zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat. Wir warten auf Jesus. Jesus kommt, Maranatha. Und dann zum Schluss noch dieser große Trost, diese glückselige Hoffnung, nämlich Jesus, der uns errettet von dem kommenden Zorn. Dieser apokalyptische Zorn, der ausgegossen wird. Wir brauchen keine Angst zu haben.
Und wir sollten unsere Aufmerksamkeit nicht auf zweitrangige Dinge richten und uns da unruhig machen lassen und es sogar zu Streitereien kommen lassen, wie auch jetzt in dieser Covid-Krise, in dieser Pandemie. Wir sollen aufschauen auf diesen kommenden Jesu, ihn aus den Himmeln zu erwarten. Er wird uns auch von diesem kommenden Zorn erretten. Wer ist Jesus? Die Beantwortung dieser Frage ist das Wichtigste in unserem Leben. Möchte Gott Gnade geben, dass auch durch diesen vierten Teil Menschen zu Jesus finden. Wir sollen ihn ja suchen und finden. Er ist nicht ferne von einem jeden von uns, aber das ist eigentlich das Normale. Wir sind dafür ausgelegt. Wir haben diese Sehnsucht, diese Ewigkeit in unserem Herzen. Warum passiert es dann so wenig? Und das ist eben das Tragische, das ist die große Warnung, nämlich die Sünde verblendet den Menschen. Die Sünde bringt uns bis zum Abgrund. Durch unseren Stolz, diese Verblendung, diese Blindheit. Und deswegen brauchen wir Jesus. Die Zukunft der Welt heißt Jesus. Ganz wichtig, dass wir also mit Jesus unseren Weg finden. Er ist der Kommende. Er hat es prophezeit. Er hat viele sichtbare Dinge prophezeit, die sich erfüllt haben. Wir haben einiges davon erwähnt. Und deswegen dürfen wir auch das andere glauben, das sich noch nicht erfüllt hat. Wichtig für unser Leben. Wenn wir da an diesen Woody Allen denken, ein sehr bekannter jüdischer Filmschauspieler, Produzent und Regisseur, der eben diesen Messias nicht in seinem Leben hat. Und er sagt Folgendes: Ich bin das ganze Leben auf der Flucht. Ich bevorzuge die Welt der Fantasie, der Filme. Ich lebe in einer Seifenblase. Das Leben ist einfach bedeutungslos und hat absolut keinen Sinn. Im Wissen, dass mich am Schluss das Nichts erwartet, das macht aus jeder Person einen Neurotiker. Das sagt er als Jude, der eigentlich das Wort Gottes kennen sollte. Aber er kennt es nicht und er ist ein Mensch ohne Hoffnung. Das ist eigentlich schrecklich. Sein ganzes Leben ist wie eine Seifenblase. Oder denken wir an Robin Williams, auch ein bekannter Filmschauspieler, der im Jahr 2014 Selbstmord verübt hat. Er wurde krank und er wollte also nicht, dass diese Krankheit sich weiter ausbildet und fortsetzt und hat sich umgebracht. Ich war der Meinung, einsam zu sterben müsste das Schlimmste auf der Welt sein. Ist es aber nicht. Das Schrecklichste im Leben bedeutet, wenn man am Ende angelangt und von Menschen umgeben ist, die dir das Gefühl geben, dass du allein gelassen bist. Das klingt absolut depressiv, absolut enttäuschend betreffs der Mitmenschen. Und das ist natürlich der Hinweis, dass Williams eben Gott nicht kannte, Jesus nicht kannte. Er hatte diesen Trost nicht. Und das ist eigentlich schrecklich, wenn man am Schluss so alleine dasteht. Und ich werde nie vergessen, das war in einer Gemeinde im Westen Brasiliens, hier ein Nachkomme von Sklaven, also ein Afro-Brasilianer, der war 100 Jahre alt an diesem Abend in der Gemeinde und er hat dann auch vor der Fernsehreporterin, Journalistin, Folgendes bezeugt, als er interviewt wurde als eine besondere Persönlichkeit von der Stadt Porto Velho: Ich habe Jesus als meinen Heiland angenommen. Am Ende seines Lebens, an seinem 100-jährigen Geburtstag, 100. Geburtstag, durfte er sagen, ich habe Jesus als meinen Heiland angenommen. Ich habe Jesus im Herzen. Er stand nicht so alleine da wie Robin Williams. Oder wir denken auch an Cristiano Ronaldo, dieser weltberühmte Fußballer, der von vielen Jugendlichen angehimmelt wird, der aber sagt, ohne Fußball ist mein Leben nichts. Das ist eigentlich traurig. Da kann sich also Ronaldo auch schon drauf einstellen, wenn er dann mal nichts mehr taugt als Fußballer und nicht mehr fit ist, dann ist in seinem Leben nichts mehr da. Das ist eigentlich schrecklich. Oder denken wir an den französischen Spider-Man, das ist also der echte Spider-Man. Der heißt Robert Alan Philippe, ist 56 Jahre alt. Er hat den Vorteil, er wiegt nur 50 Kilo. Er ist klein, so rund 1,50 Meter, und er ist schon die 160 höchsten Gebäude der Welt allein hochgeklettert. Der klettert hoch, das sieht man hier auf den Bildern, ohne Absicherung. Der ist zum Beispiel in Dubai auf dieses Gebäude mit 828 Meter Höhe,
ist er in 6 Stunden hochgeklettert. Von unten bis oben. Oder bei 101 in Taiwan, das Gebäude ist 508 Meter hoch, gehört auch zu den höchsten Türmen der Welt, ist er in 4 Stunden hochgeklettert. Ist also ein Phänomen. Er ist eine Ausnahme, ist fast ein Superman. Und was sagt er? Er sagt also in Bezug auf diese Leidenschaft, Klettern ist meine Leidenschaft, meine Lebensphilosophie. Wenn ich dabei sterben sollte, hat es sich wenigstens gelohnt. Also wir merken, das ist für ihn das ganze Leben. Und wenn er abstürzt, dann meint, das hat sich gelohnt. Das Schlimme ist, ohne Jesus kommt er dann eben in die Verlorenheit. Und ich denke auch an ein Wort von Reinhold Messner, der ja auch die höchsten Berge der Welt hochgeklettert ist. Er hat gesagt, dadurch wird mein Leben zwar nicht sinnvoller, aber intensiver. Tut mir echt leid, mir wäre das zu wenig. Nur intensiver. Wo bleibt der Sinn des Lebens? Und genau den finden wir in Jesus. Ohne Gott ist unser ganzes Leben ein großer Betrug. Am Anfang sind wir zu jung, dann zu verliebt, zu besorgt, zu beschäftigt, zu alt und dann ist es zu spät und unser Leben ist vorbeigerast wie ein Nebel, wie ein Rauch, wie ein schneller Film und das war's dann. Wir können ja mit alten Leuten reden und fragen, wie war dein Leben? Und alle werden bezeugen, ich weiß nicht, wo die ganzen Jahre geblieben sind. Und deswegen müssen wir uns darauf einstellen und dieses Rettungsseil ergreifen. Das ist Jesus. In keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Das ist Jesus. Ganz wichtig. Deswegen hat Gott die Welt geliebt. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3,16. Denn von uns selber kommt keine Errettung. Der Mensch kann sich nicht selber erretten. Er kann auch nicht irgendwie einen Gott freisetzen. Jesus sagt ja, was aus dem Menschen selber kommt, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, Mord, Neid, Gier, Streit, Intrigen, Zorn, Bosheiten, falsche Aussagen, Eifersucht, Lästerungen, Hochmut, Torheit, Götzendienst, Habsucht, Feindschaft, Fresserei, Sauferei und Zauberei. Ich habe da einige Dinge zusammengefasst aus Matthäus 7, 21 bis 22, aus Matthäus 15, 19 und Galater 5, 19 bis 21. Alle diese Dinge kommen aus dem Menschen und verunreinigen den Menschen. Und wenn wir heute in die Welt hineinschauen, dann sehen wir das. Dann sehen wir das. Das große Problem in der Welt ist der Mensch selber. Und wir brauchen diese Erlösung von außen. Jesus sagt ja, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Also wer ist Jesus? Jesus ist der einzige Weg. Er ist die einzige Brücke, die diese verlorene Welt mit dem Himmel verbindet, die den Sünder mit dem lebendigen Gott versöhnt. Diese Brücke ist das Kreuz. Jesus hat den Preis bezahlt und wir dürfen ihm vertrauen. Er hat ja auch gesagt, solches habe ich zu euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das gilt auch für die Zeit der Corona-Krise, der Einschränkungen, wenn manches wieder schlimmer wird, wo Leute dann auch verzweifeln, die vielleicht jetzt schon auf Sparflamme arbeiten und überleben und jetzt wissen, wenn das jetzt weitergeht und sich verschärft, dann muss ich zumachen oder dann werde ich arbeitslos. Jesus sagt, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und Hebräer 10,10 versichert uns, und aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt, weil Jesus Christus seinen Leib ein für allemal als Opfer dargebracht hat. Es ist vollbracht. Und hat uns mit Gott versöhnt. Er ist die Oase. Er ist der Zufluchtsort. So wie Luther so schön übersetzt hat, Psalm 46, 3-5, darum fürchten wir uns nicht, wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten im Meer versenken und seine Fluten noch so toben. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben. Gott ist in ihrer Mitte. Nichts kann sie erschüttern. Gott hilft ihr, wenn der Morgen anbricht, also an jedem neuen Tag. Wunderbar. Diese Hoffnung, diesen Trost, den wir Christen haben dürfen in diesen unruhigen Zeiten. Jesus hat noch mehr prophezeit. Das zeigt uns wieder die Glaubwürdigkeit seiner Worte. Er hat gesagt, dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt. In Markus 16, 15. Wir müssen uns das vorstellen, wie das damals ausgesehen hat.
Ein relativ junger Mann, 33 Jahre, umgeben von sehr einfachen, zum Teil sogar verachteten Leuten, Fischern und anderen Berufen, in einem kleinen Land. Ich meine, das heutige Israel hat ja 460 Kilometer auf 135 Kilometer. Ein kleines Fleckchen. Und damals war Israel noch besetzt von den Römern. Beherrscht von den Römern. Und Jesus sagt, das, was ich hier sage, das wird auf der ganzen Welt gepredigt. Da haben sich ja die hohen Priester und die Schriftgelehrten kaputt gelacht. Und heute ist das Evangelium weltweit bekannt. Die Bibel ist das meist verbreitetste und übersetzteste Buch der Welt. Interessant. Es gibt Christen auf der ganzen Welt. Wir können nach Sibirien, rechts oben, und wir werden Christen treffen, die ihre Bibel auf Russisch lesen. Wir können links hoch bis nach Alaska. Wir können zu den Eskimos. Wir können dort, und wir werden dort auch Menschen treffen, die die Bibel in Englisch oder in ihrer Sprache eben lesen. Oder wir gehen runter bis ins Feuerland, nach Chile und Argentinien, und wir werden Leute treffen, die ihre Bibel in Spanisch lesen. Und wir können runter bis nach Neuseeland, rechts unten nach Australien, und wir werden Leute treffen, die die Bibel in Englisch lesen oder in ihrer Sprache. Und dazwischen, in den ganzen Ländern, das Evangelium auf der ganzen Welt. Ihr werdet meine Zeugen sein bis an das Ende der Welt. Und wir haben ja heute Verbindung mit vielen Missionaren, die auf der ganzen Welt arbeiten. So wie Jesus gesagt hat, ich werde meine Gemeinde bauen. Und das ist wunderbar. Da merken wir, da ist etwas Übernatürliches dabei, denn wenn es nur von uns abhängen würde, wenn wir heute von so vielen Problemen hören in den Gemeinden, von Spaltungen, von Streit oder manchmal auch von Irrlehren und anderen Problemen, da müssen wir sagen, das ist Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Er steht dahinter. Ich werde meine Gemeinde bauen. Dass es die Gemeinde noch gibt nach 2000 Jahren und dass wir so gute Bibelübersetzungen haben und so viel Wissen haben, das ist Gottes Barmherzigkeit und Realität. Wir warten ja auf das Wiederkommen Jesu. Und viele denken, das verzieht sich, das dauert zu lange, jetzt wartet man schon 2000 Jahre. Aber Petrus sagt in 2. Petrus 3,9, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Hier merken wir etwas von Gottes Liebe und Gnade, sein Plan, Menschen aus der ganzen Welt zu retten. Und in Titus 3,4 lesen wir, als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, errettete er uns, die Menschenliebe. Gott hat ja eine Absicht, einen Plan mit uns. Wir sind ja seine Schöpfung. Aber er will auch, dass wir seine Kinder werden. Das geht eben nur durch eine klare Buße und Bekehrung, durch die sogenannte Wiedergeburt. Also seit Pfingsten sind Leute zum Glauben gekommen. In diesen 2000 Jahre Gemeindegeschichte. Und wir werden gesammelt in der Gemeinde bis zum Augenblick der Entrückung. Diese geistliche Kettenreaktion geht durch die Jahrtausende. Und Jesus verspricht ja auch, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so wollte ich zu euch sagen, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, so will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr seid, wo ich bin. Also wir merken diese Bewegung, Jesus im Himmel, und er kommt dann und wird uns zu sich nehmen. Das ist die Bewegung der Entrückung. Er kommt und holt uns ab. Englische Übersetzungen sagen, ich werde euch abholen und nach Hause bringen. Das ist genau das, was die Entrückung ausdrückt. Und es ist auch wunderbar, was Jesus uns verheißt in Johannes 14,23. Wenn jemand mich liebt, gab Jesus zur Antwort, wird er mein Wort befolgen. Mein Vater wird ihn lieben. Und wir, hier spricht er vom Vater und dem Sohn, wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das hat sich dann an Pfingsten erfüllt, als dieser Heilige Geist mit dieser besonderen, wie könnte man sagen, mit diesem besonderen Effekt gekommen ist, diese besondere Innewohnung des Heiligen Geistes. Das gab es eben vorher in der Form nicht.
Und das bedeutet es eben, dass sie Wohnung in den Menschen machen. Jesus betet ja sogar in Johannes 17,24, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, nämlich im Himmel, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast. Das ist Liebe. Er will uns für alle Zeit und Ewigkeit bei sich haben, Gemeinschaft mit uns haben. Wunderbar. Jesaja 55,11 sagt auch, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund geht. Es wird nicht leer zu mir zurückkommen, sondern es wird das vollbringen, was mir gefällt und ausrichten, wozu ich es gesandt habe. Und heute läuft das Wort durch die ganze Welt und viele Menschen reagieren darauf. Und das ist eben auch die persönliche Anwendung, ganz wichtig für uns. Mir ist es persönlich auch passiert, denn das muss ja etwas Persönliches sein. Wir sind ja keine Namenschristen, sondern wiedergeborene Leute. Und ich war da im Jahr 72, 73 so eine Art Hippie, da wo der rote Pfeil hindeutet. Und da kam ein Mann und ich wollte also von Gott wirklich nichts wissen. Ich habe das Leben überall gesucht, auch in der transzendentalen Meditation, allem möglichen Blödsinn. Und habe es eben nicht gefunden und Gott hat sich dann erbarmt. Es kam ein Mann in unseren Veranstaltungssaal in einem kleinen Ort in Süddeutschland und hat das Evangelium gepredigt. Genau an Ostern 1973 mit dem Thema Jesus lebt und Gott hat sich erbarmt, hat mich durchgeschüttelt, hat mir gezeigt, ich bin ein verlorener Sünder, das was ich sonst immer verlacht habe und habe gesagt, ich bin doch selber verantwortlich für mein Leben und habe dann auch dementsprechend gelebt. Und dann hat sich dieser Vers erfüllt aus Apostelgeschichte 2,21 und Joel 2,32. Und es wird geschehen, ein jeder, der irgendeinen Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Es war die beste Entscheidung in meinem Leben, das Schönste, was mir passiert ist. Ja, und eines unserer Vorbilder war ja die amerikanische Blues-Sängerin Janis Joplin. Und die hat eben gesungen oder gesagt, leb intensiv, leb dich voll aus und sterbe jung. Das sind eben die Auswirkungen, auch der Evolutionstheorie, wenn man keinen Sinn im Leben hat. Also versucht die Sinnlosigkeit irgendwie sinnvoll zu machen, ist ja auch wieder Blödsinn. Aber lebt dann wenigstens intensiv und wenn es geht, sterbe jung. Und ich hatte ja auch Freunde, die jung gestorben sind an Rauschgift, an Unfällen. Ja, schrecklich. Und sie selber ist an einer Überdosis Heroin, ich denke mit 27 oder 29 Jahren, in einem Motel in Amerika gestorben. Also wirklich jung. Sie hat es genau praktiziert. Und es ist eigentlich schrecklich, wenn man als Mensch so lebt und keinen Sinn im Leben hat. Und das ist wunderbar, dass Jesus gekommen ist und uns einen Sinn gegeben hat. Und das hat auch mein Leben verändert. Und da bin ich dankbar von ganzem Herzen. Aber die Bibel sagt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, welche nicht nach Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das ist die Neugeburt, durch eine ganz bewusste Glaubenshinwendung, ganz bewusste Entscheidung. Und dann gehören wir auch zu diesem Volk, ne, das Jesus nachfolgt, zur Gemeinde, hier dargestellt durch diesen Fisch, den man sich ja auch als Aufkleber ans Auto macht. Aber der Fisch muss eben gegen die Strömung schwimmen, denn wir Christen sind das Licht der Welt, das Salz der Erde. Das Abzeichen des Fisches, wer das nicht weiß, das kommt ja von einem Glaubensbekenntnis, nämlich Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser. Und wenn man die griechischen Worte nimmt, die hier drüber stehen, und nimmt die ersten Buchstaben, dann ergibt das Wort Ichthus. Und Ichthus, die ersten Buchstaben von diesen 5 Worten, Ichthus bedeutet Fisch. Also Jesus Christus, Sohn Gottes, Erretter, das bedeutet, wenn man das zusammenfasst, Fisch. Deswegen gebrauchten die ersten Christen dieses Zeichen vom Fisch. Das ist ein Glaubensbekenntnis. Damit bekenne ich Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser. Und er ist eben auch unser Lotse und er verheißt uns, dass er unser Schiff in den himmlischen Hafen bringt. Er garantiert es. Und das ist wunderbar. Durch alle stromschnellen Klippen und Wellen und Unruhen, Auf und Abs in unserem Leben, er bringt uns sicher in den Hafen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Psalm 23 kennen ja alle. Der Herr ist mein Hirte. Und das ist unser Zeugnis, auch nach vielen Jahrzehnten. Bei mir persönlich auch noch nach 47 Jahren. Er ist mein Hirte. Er ist der gute Hirte. Und er verheißt, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen auf ewig nicht verloren und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Das ist Heilsgewissheit. Das ist wunderbar. Und Gott sagt eben, ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, also im Himmel. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Jesaja 57,15. Also Gott wohnt nur an zwei Plätzen, ich sage es mal so ganz einfach, nämlich im Himmel und in denen, die zerbrochen wurden und gedemütigt wurden, die von ihrem hohen Ross herabgestiegen sind und haben Jesus als ihren Heiland angenommen. Und da verspricht dann Jesus auch, siehe, ich mache alles neu. Das ist wunderbar. Ich weiß ja nicht, wer das jetzt alles hört und zuschaut. Vielleicht sind Menschen dabei, wo wirklich alles kaputt ist oder kaputt gegangen ist. Jesus verspricht, siehe, ich mache alles neu. Der himmlische Töpfer formt die göttliche Genetik in unserem Leben aus. Wir sind nicht mehr Gefangene unserer Gene, unserer Triebe und natürlicher Veranlagungen nach dem väterlichen Erbe, sondern wir sind dann von Neuem geboren. Und hier eine sehr schöne Illustration von dieser bunten Taube mit ihren zwei Jungen unter ihren Flügeln. Schönes Abbild, das auch 2. Korinther 5,21 illustriert. Er hat den, der Sünde nicht kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Also Gott, der heilige Gott, der perfekte Gott, der sieht uns heute durch Jesus als perfekt an, weil Jesus uns geheiligt hat, uns abgewaschen hat und gerechtfertigt hat. Das ist wunderbar. In ihm, wie diese kleinen Küken von diesem Strandläufer. Na, man merkt, das sind zu viele Füße, nicht nur die zwei großen Füße, sondern auch von diesen Küken, die da Schutz suchen und Wärme. In ihm, genau das ist unsere Position. Jesus ist das Zentrum, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Wenn wir daran denken, wer ist Jesus? Von ihm kommt auch ihr her, in Christo Jesu, welcher uns gemacht ist von Gott zur Weisheit, zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. 1. Korinther 1,30. Und in Hebräer 1,1-3 heißt es, er hatte am Ende dieser Tage zu uns geredet im Sohne, den er gesetzt hat zum Erben aller Dinge. Das ist also Jesus, durch den er auch die Welten gemacht hat, welcher der Abglanz seiner Herrlichkeit und der Abdruck seines Wesens sei und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend. Nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden bewirkt hat, nämlich unsere Sünden, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät in der Höhe. Wer ist also Jesus? Wir fragen uns das nochmal zum Schluss. Wer ist Jesus? Jesus ist die einzige, die letzte und die endgültige Antwort Gottes für diese Welt und für unsere Situation als Menschen. Er ist gekommen und hat für uns bezahlt, ist für uns gestorben, damit er uns Recht sprechen kann vor Gott. Wenn wir das persönlich annehmen, wie ein Geschenk, muss man das annehmen. Jesus, das Lamm Gottes, das geschlachtet wurde für unsere Übertretungen, wie es ja in Jesaja 53 prophezeit wurde. Und er ist aber auch der Löwe Judas. Das heißt, Jesus wird zurückkommen als König aller Könige, als Herrscher aller Herrscher, als der himmlische Messias auf dem Ölberg, wenn der Himmel wieder an die Erde andockt. Und dann werden wir bei ihm sein für alle Ewigkeit. Die Zukunft der Welt heißt Jesus. Das ist die Antwort Gottes. Und wir können darauf reagieren. Und ich hoffe, dass uns auch das Gesehene, das Geschaute, das Gehörte
uns als Christen ermutigt hat, dass wir nämlich auf dem festen Fundament von Gottes Wort stehen. Wir dürfen seine Verheißungen wortwörtlich nehmen. Er hat so viele Dinge schon getan während seinem Wirken in Israel, während dieser 3 Jahre, so viele Dinge gesagt und dann erfüllt im Nachhinein. Wir dürfen auch das andere annehmen, das sich noch nicht erfüllt hat. Wir dürfen ihm vertrauen. Er wird wiederkommen und uns zu sich nehmen. Die Zukunft der Welt heißt Jesus.